geht oft so durchgestellt, wie wenn wir die wären, die so überkommen, überliefte Sachen vertreten, wo ich gesagt habe, ja, da Kollektivvertrag, das ist ja so absolut unmodern, das wird modern ist, also besonders, das wird modern war. Was die Leute von geholfen mengen, die Haut versuchen zu vermitteln, Kollektivverträge, das wäre etwas nicht mehr zeitgemäß ist. Das war modern am 19. Jahrhundert, gell? Da, wo ich individuell seine Löhne und Arbeitskonditionen verhandelt wird, wo keine Gewerkschaften gesehen, wo keine unerkannte Kollektivverträge gesehen. Und das Resultat von den Arbeits- und Lebensbedingungen im 19. Jahrhundert hat für Schifferien. Das hat den sehr geguckt, dass wir der Meinung sind, Kollektivvertrag und Kollektivregelung von Frauen als eng modern Weise für 40 gehen und als eine Weise, die verdient für weiter ausgebaut zu gehen und als gut nicht überholen. Weil ihn muss ich ja sagen, die viele Leute, die mengen an so ein schnell ist. Kollektivvertrag war das schon in einem Kollektivvertrag so wichtig. Wenn den kein Kollektivvertrag hat, dann hat er 25 Tage Congé und hat den entweder den qualifizierten Mindestlohn oder hat den unqualifizierten Mindestlohn. Und das war es. Und der ganze Rest von dem mehr hat, das ist dann das Ergebnis von einer Verhandlung, die ihn individuell ganz allein mit seinem Patron feiert. Aber wenn ihn keine Qualifikation hat, die wirklich einmalig ist und die formidabel ist, dann hat er ganz wenig Argumente, dass sich irgendetwas an der Peitut ändert oder dass sich irgendetwas und anderen Konditionen, in denen er schafft, ändert. Dafür ist es wichtig und unumgänglich, dass wir kollektiv verhandeln, als Gruppe und damit als Gewicht erhöhen. Und wenn wir allein an den Betrieben wären, und wir hätten keine Gewerkschaft auf unserer Seite, ja, dann stehen wir vor 4 Jahren auf verlorenen Posten. Die Arbeitszeiten sind natürlich auch immer ein Thema an Kollektivvertragsverhandlungen an der ganz unterschiedlichen Sektoren. Ich denke da effektiv an Kollektivvertragsverhandlungen am Bauwesen, wo den OGBL durch eine massive und eine starke Mobilisierung ja schlussendlich, wir wissen seit der PUDEsch, eine weitere Flexibilisierung von den Arbeitszeiten verhindert kurz. Thema Arbeitszeiten ist auch ein Thema an den Kollektivvertragsverhandlungen am Gardiennage. Das ist ein Thema bei den privaten Buschauffeuren, wo wir mit dem Thema Amplitude konfrontiert sind. Und das ist natürlich auch ein großes und ein wichtiges Thema an dem Sektor, für den wir schaffen, nämlich am Commerce. Du weißt, du hast die ewige Diskussion von den Öffnungszeiten, wo immer mehr und immer mehr lang und immer weiter sollen Geschäfte abgemacht gehen. Und du hast am Anfang der Modordre von unserer Kampagne, die wir als Syndikat Commerce feiern, als hier Öffnungszeiten als Arbeitszeiten. Weil wir der Meinung sind, dass ich nicht kann von Öffnungszeiten schwätzen, ohne gleichzeitig von Arbeitszeiten zu schwätzen an all dem, was das impliziert. Wenn wir am 21. Jahrhundert 2018 von Arbeitszeiten schwätzen, dann ist für allem auch klar. Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, die verschwommen. Und wo die Arbeitszeit abhält und wo das Privatleben aufhängt, ist eigentlich immer Männer klar. Da sind wir da bei dem Thema Droit à la Déconnexion, wo man gerade an vielleicht intellektuelle Berufe, respektive am Denkschlichtungssektor auch ganz viel mal konfrontiert sind. Du hast natürlich dann auch positiv zu erwähnen, auch ganz rezent den ersten Kollektivvertrag für Salarié von der Uni Lützeburg, wo für die allererste Kehr schwarz auf weiß so ein Droit à la Déconnexion da festgehalten wird. Wie der gesieht, voilà, das ist ein ganz vastes Sujet, wir haben viele Sektoren, die du mal konfrontiert. Ich gebe sogar so in allen Sektoren, hast du mal konfrontiert, immer in ganz verschiedenen Formen. Tarifpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein wesentliches Instrument der Lohnfindung in Luxemburg. Sie beeinflusst direkt die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Hälfte der luxemburgischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Neben dem Index und dem Mindestlohn wird in Kollektivvertragsverhandlungen auf betrieblicher oder auf sektorieller Ebene die Umverteilung der unternehmerischen Gewinne verhandelt mit dem Ziel, den Lohnkonflikt zu befrieden. Der Wert dieses sozialen Friedens wird von Seiten der Arbeitgeber als zu gering eingeschätzt und als zu selbstverständlich hingenommen. Weil unser System der Lohnfindung, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird angegriffen und diese Angriffe, die sind nichts Neues. Aus Sicht des Patronats, der Europäischen Kommission und anderer Institute, Pseudo-Institute, Professoren, Meinungsmacher
sind die Löhne eben zu hoch und das sei ein Problem. Aber das Gegenteil ist eigentlich richtig und das Gegenteil ist der Fall. Die Löhne sind zu niedrig. Sie reichen nicht aus, um die gestiegene Produktivität auszugleichen. Die ganze Diskussion, Auseinanderklaffen, Lohn, Kapitaleinkünfte und so weiter, soziale Spaltung. Denn wenn Kollektivverträge unter Druck geraten, dann wird dadurch das gesamte System der Lohnfindung in Luxemburg mit den 3 Säulen in Frage gestellt. Und wir brauchen uns an der Stelle auch nichts vorzumachen. Die Angriffe des Patronats sind gesamtwirtschaftlich durchaus von etwas Erfolg gekrönt, weil immer weniger der in Luxemburg arbeitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter den Schutz eines Kollektivvertrags fallen. Es sind zwar 50%, die drunter fallen, aber 50% auch eben nicht. Und es ist eben so, dass überall dort, wo wir vertreten sind, wo es Kollektivverträge gibt, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser geschützt sind, als dort, wo es keine gibt. Und unser Ziel als Gewerkschaft muss deswegen ganz klar sein, dass wir die weißen Flecken auf der Tariflandkarte wegbekommen durch die Wahlen. Das ist nämlich ein Handlungsauftrag für uns und der Anspruch eines OGBL muss sein, dass wir überall vertreten sind und überall branchenübergreifend Kollektivverträge verhandeln, um dort gute Löhne und sozialen Fortschritt zu implementieren. Denn gute Kollektivverträge sind die Voraussetzung für gute Arbeit. Sie sind die beste Versicherung gegen Spaltung der Gesellschaft und sind ein zentrales Instrument, um sozialen Zusammenhalt und faire und gerechte Chancen für alle zu gewährleisten. Wir hören, dass effektiv die Remuneration einen wichtigen Teil an Aspekt von der Kollektivverträge ausmacht. Aber Kollektivverträge, da geht es ja auch mehr weit, weil sie sind ja da für die Arbeitsbedingungen von den Salarien am Großen en general eben zu regeln, aber auch vis-à-vis von einem Gesetz die Aspekte auch zu verbessern. Kollektivverträge sind also da für die Arbeitsqualität zu verbessern und auch gute Arbeitsbedingungen zu garantieren. Und eben, da sind eben andere Aspekte wichtig, so wie wir das an der Introduktion von Nico hören haben, die Formation, aber auch die Sicherheit und die Gesundheit auf der Arbeit. Wir sind ja an einem Kontext von ständigen und schnellen Entwicklungen von unserer Arbeitswelt eben konfrontiert. An dem Kontext sind professionelle Kompetenzen und Kenntnisse von den Salarien ja immer mehr gefordert. Dafür ist es immens wichtig, effektiv, dass der Kollektivvertrag die Sicherheit, Sekurität eben von der Arbeit und von den Karrieren garantieren soll. Und das durch ein ganz, ganz wichtiges Element, eben die Formation professionell, wie wir das auch für drunten hören haben. Also es ist wichtig, dass eben die Salarien Accès zu der Formation haben, und zwar tout au long de la vie. Das ganz viel geschwärzt gehen von einem wesentlichen Element von der Kollektivverträge bei allen Orateuren, nämlich Bedeutung von den Kräfteverhältnissen, die Emotion für die Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Handlungsinstrumente sind Kollektivverträge. Ich kann den Nico zitieren, der hat vorhin gesagt, Muscht, a Gege Muscht. Und Gege Muscht nicht gibt, da regiert just Muscht.